Für von den Gesteinsschichten am Gutland zu schwätzen, fängt man am Eisleck an. Hier auf einem Bild sieht man, wie Gesteins kann gefahren gehen. Und da kann ich sich vorstellen, dass auch am Eisleck früher eine Gebirgskette war, die relativ hoch war. Steine selber können gefahren gehen, hier sieht man das ganz gut. Und sie rutschen noch langs daneben. Und das sieht man auf dem Beispiel, wo es glönnert, weil die Steine langs daneben gerutscht sind. Wenn dann ein Birch da steht und weiter rausguckt, da bröckelt dann nur Gesteinsrof für die Brocken, die gehen zerkleinert durch Frost und durch Wasser und durch Draufrutschen. Und dann kommen dann kleine Steine, da geht es zu Sand und immer mehr klein bis zum Bulli. Da ist dann normalerweise das Stadium Sand, der Bulli, den dann von dem Fluss weiter transportiert wird über lange Strecken bis an Meer. Heute wird das bis an die Nordsee. Früher war das eben ein Meer, was auf der Platz war, am Gutland. Und dafür gucken wir uns die Steine an, wie sie am Gutland ausgesehen.